So, herzlich willkommen zurück zu Prototype. Wir sind letztes Mal aus dem Leichensaal geflüchtet. Und jetzt müssen wir da uns kurz durchkämpfen bzw. durchschleichen, weil wir haben gerade einen Soldat aufgenommen. Und find out who you are. Yep. Grab and consume. Und das ist noch ein weiteres Feature. Fucking goose-stepping motherfuckers! Kiss your mother with that mouth. Roger, 2215 Christopher Street, apartment 15A, got it. Saddle up, you got a CP. Move it. My sister. You knew where she is. I know where she is. I need to find her. Dana. Ah, das ist also seine Schwester. Dana. Hopefully she'll be able to tell me something. Anything. Bezweifeles irgendwie. So. Also wir können uns jederzeit in eine einzige Person verwandeln, die wir aufgenommen haben. Ich bevorzuge meistens so Militärtypen, weil die kommen überall rein. Pay attention, asshole! Und wie ihr vorhin auch gesehen habt, gibt es ein Web of Intrigue. Dort haben wir quasi alle Leute, die mit dem Ausbruch von dem Virus, wo wir befallen sind, zu tun haben. Die kann man aufnehmen. Vielleicht sollte ich ein bisschen schneller rennen. So. Auf das Dach rauf. Alle Leute, die damit zu tun haben, sind dort aufgeführt. Also quasi. Wir müssen sie halt aufsaugen, absorbieren, wie man auch immer das nennen. Soldiers. If they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint and scope the area out. Well then, let's go. Okay, wer hat jetzt da gesagt? Jetzt, Kopfverdecker, gang mal da rauf. So. Also am Anfang ist es noch ein bisschen schwerer, das zu kontrollieren, weil... They know Ja. I'm coming. I have to think about this. Yeah, think well, my friend. To the right of the minimap is the disguise meter with a shutter at the bottom. Also, wir haben da unsere Verkleidung und wenn das, wie nennt man das, der Auge oder whatever zu ist, dann haben sie es überhaupt noch nicht entdeckt. Wenn es ein bisschen offen ist, dann haben sie es, also dann sind sie misstrauisch und wenn der rechte Balken, den ihr da seht, der grau, ganz oben ist, dann wird man uns als Alex Mercer feststellen. Also quasi, wenn ihr jetzt nicht gesehen. Wow, ich bin ein bisschen zu früh mit erklären. Also wenn es ganz oben ankommt, dann werden wir rot und sie wissen, wer wir sind und alle werden uns angegriffen. Bis wir uns aus dem Blickfeld bewegen und entweder warten, bis wir abgekühlt sind quasi, oder bis wir unsere Tarnung gewechselt haben. Zu einem... Ja, Now I can get oha, inside. zu einem anderen. Kannst du bitte laufen? Danke. Und es ist überhaupt nicht auffällig halt, oder, dass da so ein Typ einfach aus der Wand, also von der Wand quasi abspringt. Kannst du da reingehen? Dankeschön. Off me! Dana! Wow. I'm not gonna hurt you. Hey Dana. I need your help. Jesus. I knew something fucked up was going on at Gentech. What the hell happened to you, Alex? I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. Don't you remember? You wanted to find out what was going on at the highest levels at Gentech. Anything about the director of research. Are you okay? Do you know what happened? I haven't
haven't even seen you in 5 years, not until you show up at my door last month. Is there somewhere we can go? Yeah, I know a place. So come in. It's a friend's place. They're gone for a year. Patagonia or something. Any idea what this all means? No, but I'm gonna find out. I mean, this is a story of the century, so somebody's gotta know what the fuck is going on here. You know, they were waiting for me at my place, so they're most definitely yours. Where do I live? There. You'll be here when I get back. It's best you stay put. We'll probably come in the city for both of us. Yeah. I'll be here. Ja. Es sieht ziemlich fucked up aus, wenn ich das mal so darf sagen. Da sehen wir Zusammenstellung, wie viel das Militär gekostet hat, dass die uns bekämpft haben. 80 Millionen, das ist nicht schlecht. Wie viel Tote das sie haben, das Militär, wie viel Tote für Zivilisten und Classified weiß ich jetzt gar nicht, das heißt wahrscheinlich einfach, dass es keim sollte sein, theoretisch. Wenn 21 von denen killt und leider ein Zivilist. Meistens versuche ich Zivilisten zu They're gonna retten, be waiting for aber me. ja. They think they're in control, Wow. but they have no idea what I'm capable of. Ja, du hast auch noch keine Ahnung, zu was du fähig bist, um ehrlich zu sein. Wir gehen jetzt erstmal zu seinem Apartment. Because we can. Man ist ja nicht so, als würden die dort einfach auf uns warten. Aber ja. Hoffen mal, es wird nicht allzu schlimm. Oh. Ich vermisse jetzt schon das Gleiten. Ich hoffe, das bekommen wir bald. Aber ja, gehen wir mal da so. Oh fuck! Das wäre fast ins Auge gegangen. Naja, das ist nicht viel besser. Jesus. Aber natürlich, niemand stört, wenn wir dort so krass runterkumpen. Das ist ja nicht so, als müssten wir eigentlich tot sein. Oh fuck. Naja. Also ihr seht, wir haben ziemliche Masse. Wenn man das so nennen will. Also wir können ziemlich einen Wumms drauf haben, wenn wir unten aufkommen. Was eben das Geilste ist, dass wir so krass können überall an der Wand rumlaufen. Da finde ich einfach das Geilste. Aber was der Alex Mercer nicht kann, ist schwimmen. Yep. Es ist zwar nicht so, dass wir Instant Death oder ja doch Death haben. Aber ja, wir hüpfen so wie ein komischer Frosch immer wieder aus dem Wasser raus und landet wieder und dann hüpfen wir wieder raus, können keine Fähigkeiten benutzen und dauert so lange bis wir halt wieder an Land sind. Das heißt, wenn wir irgendwo zu weit rausgehen, rausgleitet, whatever, dann ja, wenn wir halt zurückhüpfen. Aber da müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Jedenfalls im Moment. Wo ist denn? Ich glaube auf der anderen Seite vom Haus. Wo fucking hoch ist. Bremse, danke. Und rein. Home. Home sweet home. My home. Target is in the building. Target is hot. Light it up. Ja, das habt ihr euch wohl anders vorgestellt, was? So. Wie ihr gesehen habt, ist in dem Spiel ziemlich viel mit Erinnerungen. Wir können Erinnerungen von Leuten, die wir aufsaugen oder aufnehmen,
können wir anschauen. Jedenfalls Bruchstückhaft. Was genau wollen wir machen? The enemy is raiding a strike team request. Strike teams are fast moving. Okay, also wir müssen den töten, damit er keine Helis kann rufen, theoretisch. Oh, shit. Here comes the cavalry. Ja, okay. Das hat nicht so ganz funktioniert, hä? A strike team is inbound in a position. Escape the area before they arrive. Assume disguise before they arrive. Okay, also. Im Moment sind wir noch ziemlich schwach, das heißt wir müssen flüchten und uns verstecken. Beziehungsweise, ja, einfach halt schauen, dass die uns das überhaupt nicht anfangen mit so scheiß Strike-Teams. Aber ja. Was genau ist unsere Mission? Ich glaube zuerst mal flüchten. Haut doch einfach ab. Ist alles okay. Gut. Haben wir das geschafft. Jetzt gehen wir wieder zurück. Hätte ich eigentlich können mir denken, dass wir dort bleiben. Ja. Ich will aber nicht extrahiert werden. Hallo? Okay, gehen wir zum Central Park. Damit wir schön extrahiert werden können. Wie in fast jedem Spiel, inklusive World of Warcraft. Springen ist schneller als Laufen. Naja, ist ja eigentlich auch logisch, weil Luft hat weniger Reibungswiderstand als der Boden. Aber trotzdem. Ah, ich kumpel einfach vorbei. Stört euch ja nicht, oder? Ist auch gar nicht auffällig oder so. Nein, nein. Find out. User disguise to lure the aged out of the APC. Gut. Okay, wir haben jetzt gleich alles sicher. Und jetzt können wir noch aufnehmen. Wir würden ja gerne Secret aufnehmen. Aber das können wir noch nicht, von dem her. Well, let's do it like that. Doctor, try to keep the discussion high level. We need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like the common cold. I don't need to remind you gentlemen how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure if those classifications fit Alex Mercer any longer. Also, wir haben das Web of Reach. Da können wir schauen, welche Erinnerungen wir schon haben. Und wenn ihr links unten seht, ein riesiges Netz. Und für das müssen wir jedes Mal, jede Erinnerung ist eine andere Person, die wir aufnehmen müssen. Und also jede einzelne Erinnerung ist mit einer anderen verknüpft, wo uns quasi neue Zielpersonen freischaltet. Und ja, so können wir halt da rumdingseln. Das sieht aus wie kleine Zellen. Und mit A kann man es noch anschauen. Und auch das Video skippen. Von mir aus. So, gut. Ja. Mit dem da. Okay. Ja, ich weiß, dass du das kannst. So, wir haben 2 Events unlocked. So Sprint-Events, aber die machen wir vielleicht ab und zu mal so zum ein bisschen auflockern. Das ist aber mehr so ein Nebenbei-Zeug. Der 80 Millionen kostet schon wieder. Stundlich. Revenge was the only clear thought in my head. The only one I could call mine. I knew Gentek was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Blackwatch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentek before Blackwatch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you?
Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. So. Tag 3 von der Infektion. Manhattan Island ist auch schon infiziert. Ja. Ich würde sagen, dank diesen Cutscenes gehen die Folge einfach viel zu schnell vorbei. Es sind schon wieder 15 Minuten um. Ungefähr. Und darum, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Seht ihr. Tschüss.